wie's Christentum is in de Pals eingeführt worden. Und Paul Münch. Die Zwockel drüber schelle als, wie's Donnerwetter auf die Pals. Das is ja nix als lauter Neid, denn die sind dumm und mehr gescheit. So hab ich oft schon müssen hören, dass mehr so schlechte Christen wäre. Man tät's schon an de Kinder merken, die täte fluche wie die Türke. Kreuzt Donnerwetter, das is es schon, wie man so verleumden kann. Wer sowas sagt, war jedenfalls sein Lebtag noch nicht in de Pals. Sonst hätte er sicher, ungewiss, gemerkt, dass es ganz anders ist. Denn Sonntags sind als jedes Mal die Kirche ganz gestoppt voll und werktags wird fast überall Gebet und Bibelstunde gehalten. Mehr Pelzer sind seit Ewigkeit die beste Christen weit und breit. Und nur ganz in der alten Zeiten, da waren wir noch wilde Heide. Jo, vor 2.000–3.000 Jahren war Christus ja noch nicht geboren. Und das kann doch kein Mensch verlangen. Es Christentum schon angefangen, wann noch kein Mensch auf der Erde eine Ahnung hat, wie's eigentlich wird. Drum haben wir sonst nix können treiben, als noch eine Zeit lang Heide bleiben. Der Oberstgott, so will ich weiß, hat Wodan mänisch als geheiß. Andere Götter waren da, der Baldur, Hödur und der Froh. Und wie die Bösch all hen geheiß, die Namen, hab ich schon vergessen. Auf einmal sind ganz still und fromm die erste Christen zu uns kommen und hen gepredigt und gelehrt und kleinen Haufen Leid bekehrt. In Kusel und in Alteglan hat der Remigius gestanden. Der hat im ersten Jahr dort schon die Leute fürs Christentum gewonnen. Und fleißig sind sie in die Kirche, auf der Remigiusberg. Ganz oben, in der nördlichen Pals, da war der Disibotus als. Und alle Leute hat's gleich gefallen, wie der Predigt hat gehall. Noch heutzutage blieb dort rum prima Christentum. In Bermesens hat unterdes der alt Perminius gesessen. Der hat ein Saueramt gehabt in der besenschlappe Stadt. Der hat den ganzen Tag gelehrt und das Evangelium erklärt und hat gepredigt und gebet von morgens früh bis abends spät und hat gerett als wie ein Engel. Es hat nix geholfen bei den Bengel. Sie hätten fast nicht zugehört und nur ein paar haben sich bekehrt. Heut noch sind die Bermesenser die allergrößte Kirchenschwänzer. Uns kann kein Teufel unterscheiden, sind's Christen oder sind's noch Heide? Sonst ist die Pals, wie schon gesagt, ein frommer, religiöser Staat, wo jede Frau und jeder Mann seine Bibel auswendig kann. Und wo man noch ein Leben führt, wie es ist für Christen Leid gebiert. Und wer's nicht glaubt, dem schlechte Trop schlag ich einen Knippel auf den Kopf.